das Vergnügen, allerdings nur mittels einer Videobotschaft, den Hohen Kommissar für Minderheiten der OECD hier zu hören, der sich damit auseinandersetzen wird. Das ist Botschafter Lamberto Zanier von Italien, der seit 2017 dieses Mandat innehat. Er war früher sogar, davor war er OECD-Generalsekretär. Er ist ein Karrierediplomat aus Italien, war im italienischen Außenministerium, war auch Special Representative für Kosovo, war im italienischen Außenministerium beschäftigt mit der Frage der EU, der Außenpolitik der EU und hat nun eben diese hohe Funktion des Hohen Kommissars für Auswärtige Angelegenheiten. Ich darf bitten, den Videobericht abzuspielen. So, jetzt müssen wir uns irgendwo anderen hinsetzen. Ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to have the opportunity to address this forum today, not only as the OSCE High Commissioner of National Minorities, but also as a neighbor, since I originally come from für nationale Minderheiten, sondern auch als Nachbar. Ich stamme aus Friaul und ist mir sehr bekannt, wie komplex die Geschichte sein kann, wie auch die starken regionalen Verbindungen in diesem Teil der Welt sind. Und natürlich die Kontakte zwischen den Menschen und Beziehungen sind ein wichtiger Teil dieses reichhaltigen Komplexes und der Interaktion. Ausgehend aus meiner Arbeit habe ich eine sehr gute Ebene von Inklusion der slowenischen Minderheiten in die österreichische Gesellschaft gesehen. Zum Beispiel hochrangige Diplomaten, mit denen ich die Kontakt hatte, wie zum Beispiel Wolfgang Petritsch oder Valentin Inzko. Sie kommen beide aus dieser Region und sie sind sehr ehrenhafte auch Mitglieder der slowenischen Minderheit. Als volle Partizipation von nationalen Vertretern im öffentlichen Leben, im Land, wo sie leben, ist ein wichtiger und Schlüsselziel der ausbalancierten Politik. Ich sehe hier auch verschiedene Indikatoren für Integration. Soziale Kohäsion und volle Partizipation der Minderheiten in jedem Teil des Lebens, wo sie leben, im Land wie im politischen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen Leben, ist das beste Rezept, um Stabilität in der Gesellschaft zu gewährleisten. Und das ist im Zentrum unserer Empfehlungen aus Lund. Wir haben das 20. Jubiläum dieser Empfehlungen letztes Jahr begonnen in Schweden. Soziale Stabilität ist wichtig mehr denn je in Europa. Nämlich Konflikte zwischen den Ländern sind wegen Ressourcen sind die Ausnahme, ist aber Stabilität in Krisenzeiten und in Konflikten innerhalb der ethnischen Verbindungen. Diese werden mit kulturellen, politischen, religiösen Unterschieden auch dann noch weiter geschürt und die Gesellschaften sind auch verschiedenartiger geworden. Integrationsprozesse sind sehr langwierig und der Schutz von Rechten ist nicht ausreichend, deshalb kommt es zur Marginalisierung von sozialen Gruppen und das kommt auch teilweise zu Radikalisierungen. Die Rolle von multilateralen Organisationen, von internationalen Verpflichtungen ist geschwächt und ich bin sehr besorgt, was die politischen Trends in verschiedenen Ländern angeht. Es gibt mehr Nationalismen und auch Identitätspolitiken. Diese Menschen ausgrenzen, die als anders angesehen werden. Wenn ich herumreise mit Vertretern von Minderheiten oder Regierungen, sehe ich den Einfluss dieser Polarisierung, die Balance zwischen den Politiken, die eine Integration der Politiken auch dann befürworten und Maßnahmen, die die Identität und Kultur von Minderheiten auch fördern. Diese Balance ist schwierig zu erreichen und das verursacht Spannungen und auch Spaltungen in der Gesellschaft. Deshalb habe ich auch einen offenen Brief an die OSZE-Länder gerichtet, um die Situation hier darauf aufmerksam zu machen. Und wir haben hier gegenseitige Auffassungen von Geschichte, an denen wir arbeiten. Und diese Spannungen fokussieren sich sehr oft, wie die Geschichte in unseren öffentlichen Räumen gezeigt wird. Die gemeinsame Geschichte muss auf eine inklusive Art gezeigt werden. Damit
bürgen wir auch einer Spannung zwischen den Sparten vor. Also die Analyse und die Beforschung der Geschichte ist eine Aufgabe von Historikern, aber der Einfluss von Geschichte, von geschichtlichen Ereignissen ist sehr wichtig für die Minderheiten und das ist sehr stark verbunden mit der Identität. Zum Beispiel, dass wir gewisse Statuen entfernen oder so, dass wir gewisse schwere Teile der Geschichte auch vergessen. Das kann schwierig sein, aber ich bin in verschiedenen Reisen zu sehr guten Beispielen gekommen, wie man hier Kompromisse schließen kann. Es gibt mehrere Optionen, die möglich sind, dass nur man etwas entfernt oder etwas behält. Soziale Integration ist hier sehr wichtig und natürlich, es kann die Erinnerung auch über gewisse Veranstaltungen noch gefördert werden, wie zum Beispiel diese Veranstaltung. Und das ist eine sehr positive Beziehung auf die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Wenn wir effiziente Integrationspolitiken anschauen, waren die als wichtigsten herausgebildet Bildung und Sprache. Mehr Aufmerksamkeit in einer Integrationspolitik, dass man hier versucht, die Hauptsprache des Landes auch zu beherrschen. Das ist wichtig für die Integration, aber man muss aber auch in die Mehrsprachigkeit und die Benutzung der Minderheitensprache investieren. Das verursacht Spannungen innerhalb der Gesellschaft in einem Land. Diese Spannungen werden von verschiedenen externen Akteuren noch gefördert und somit wird ein komplexeres geopolitisches Leben geschaffen. Deshalb müssen wir gute Modelle befürworten und in dieser Region finden wir zahlreiche gute Modelle und Praktiken, die wir breiter teilen können. Wenn wir auf die generellen Prinzipien uns fokussieren, wie zum Beispiel ausgewogene Politiken für Bildung und Sprache. Damit kann ich ein breiteres Publikum erreichen und kann meine Empfehlungen breiter schaffen und besseren Raum für politischen Dialog schaffen. Mit den Empfehlungen, und das haben wir hier, meine Vorgänger und ich, schon formuliert, in über 25 Jahren von Konfliktbewältigung in verschiedenen Themen. Und diese Publikationen befassen sich mit zahlreichen Themen, wie zum Beispiel Integration und die Ljubljana-Empfehlungen über die Integration von verschiedenartigen Gesellschaften oder die Bozen-Empfehlungen, die über nationale Minderheiten sprechen in zwischenstaatlichen Beziehungen. Es gibt andere auch dann Themen, wie zum Beispiel spezifische Themen wie Polizeiarbeit in Minderheitenteilen oder zum Beispiel Zugang zu Medien oder zu Rechtsstaaten. Es gibt verschiedene Werkzeuge für die USZE-Staaten, wie sie das machen können, wie sie das auch anpassen können an die eigenen Bedarfslagen. Die Ljubljana-Empfehlungen für die Integration für verschiedenartige Gesellschaften, da möchte ich noch etwas sagen. Das ist ein Schlüsseldokument. Und zwar damit schaffen wir eine Balance zwischen der Beziehung des Staates gegenüber einer Minderheit, einem Mitglied einer Minderheit und gegenüber seiner Rechte, Menschenrechte und Minderheitenrechte und der Stabilität. Und die Person sollte auch die Rolle der Beziehung, also der Verantwortung gegenüber einer Kohäsion in der Gesellschaft auch verstehen. Die Covid-Pandemie hat den gefährdeten Teilen der Gesellschaften gezeigt, wie sie gegenüber Diskriminierung auch hier sich zu befassen müssen. Und es gibt hier verschiedene Empfehlungen, die ich gemacht habe, dass wir eine verstärkte Diskriminierung der Minderheiten und anderer Randgruppen auch dann als Reaktion auf die Pandemie vermindern können. Ich habe die Regierung eingeladen, dass sie spezielle aufmerksam auf die Bedürfnisse dieser Gruppen sind, auch im Hintergrund des wirtschaftlichen Wiederaufschwungs. Das wäre besonders wichtig für die mehr gefährdeten Sektoren unserer Gesellschaft. Weil wir immer mehr globale Herausforderungen haben, von Migrationskrisen, Flüchtlingskrise, Klimawandel, dann verschiedene Terrorismen, auch verschiedene globalen Pandemien, mit denen wir uns auseinandersetzen. Hier benötigen wir eine breit gefächerte Strategie auf multilateralen Ebenen. Wenn wir uns nur auf die Grenzen befassen und dort nur auf Politiken reagieren, das wird uns auf die lange Sicht nicht helfen. Wenn ich das befürworte, habe ich meine Arbeit mit internationalen Partnern verstärkt, mit der UNO, mit anderen regionalen Organisationen, wie auch mit der Europäischen Union, mit dem Europarat und auch mit anderen speziellen Institutionen. Damit möchten wir
Koalitionen schaffen, dass wir kohärente Politiken auch dann fördern. Die zweite Partnerschaft, die wir verstärken müssen, ist mit den Gebietskörperschaften, damit wir auch ihre Bedürfnisse verstehen, was sie brauchen und dass wir diese in unsere Politiken aufnehmen. Deswegen möchte ich die Möglichkeit auch begrüßen, die solche Veranstaltungen wie diese nutzen, dass wir verschiedene Situationen auch dann auflichten und dass wir verschiedene Sichtweisen zeigen, dass wir offen sind zum Zuhören und zum Lernen. Towards the development of effective policies and effective recommendations that promote the advancement and the stability of our society. Gesellschaft befürworten. Der nächste Beitrag ist ebenfalls im internationalen Bereich. Und zwar geht es um die Frage, Lückenschluss, braucht es ein globales Instrument zum Menschenrechtsschutz von Minderheiten? Und gefragt ist eben da dann nicht die OSZE, die ja etwas regional begrenzt ist, sondern sind die Vereinten Nationen. Und wie bereits gesagt, die Vereinten Nationen versuchen eben entsprechende Organe zu schaffen und haben es auch bereits geschafft. Den ersten Schutz der Minderheiten durch die Vereinten Nationen gab es ja insbesondere durch den zweiten Menschenrechtspakt von 1966 mit dem Artikel 27, der aber über ein mehr oder weniger Diskriminierungsverbot nicht hinausging. Aber zur Durchsetzung selbst hat es eben im Rahmen des Menschenrechtsrates den besonders Berichterstatter eingerichtet. Und diesen Posten nimmt derzeit Professor Dr. Fernand de Varenne ein. Der Professor ist an der Rechtsfakultät der Universität von Pretoria in Südafrika und er wurde zum Special Rapporteur der Vereinten Nationen über Minderheitenfragen im Rahmen des Menschenrechtsrates am 1. August 2017 beschäftigt. Er hat sich immer damit auseinandergesetzt, mit der Vermeidung von ethnischen Konflikten, mit der Rechte der Migranten, mit der Beziehung zwischen Ethnizität, den Menschenrechten und der Demokratien und dergleichen. Also er ist ein großer Spezialist in dieser Angelegenheit. Er ist derzeit in Kanada und kann dadurch ebenfalls nicht persönlich herkommen. Ich glaube, er bedauert das sehr, sonst lebt er eher in Wien, soweit ich erfahren habe. Good afternoon, everyone. So I'm delighted to be part, even if only virtually, because I can't return to Austria until August because of the current pandemic. But of course, I'm honored to be with a very distinguished panel this afternoon. I know there is Ambassador Zanier and the member of European Parliament, Laurent Vincent. Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Herr Winze, und erlauben Sie mir zuerst einmal, Ihnen zu gratulieren, also sowohl Eurak wie auch Herr Magoras, für die Veranstaltungen dieser Veranstaltungen, die das 100. Jubiläum des Endes des Ersten Weltkrieges begeht und auch des Saint-Germain-Vertrages und auch der Volksabstimmung 1920 in Kärnten. Und damit haben wir hier neue Möglichkeiten der juristischen Aktivitäten für Minderheiten sein. Das Thema ist eigentlich eine Frage. Brauchen wir globale Instrumente, um Minderheiten zu schützen? Und die kurze Antwort ist ja, wir brauchen das wegen verschiedener Gründe. Erstens, um mehr umfangreich das Konzept der Rechte von Minderheiten von der internationalen Sichtweise zu belichten. Auch zweitens, um die sehr schwache Sichtbarkeit und die Schätzung von Minderheiten, was globale Sichtweise angeht innerhalb der UNO und was bedeutet das in praktischen Sichtweisen. Und drittens, um effizienter auch die erhöhte Verletzbarkeit und Marginalisierung der Minderheiten zu behandeln und das in verschiedenen Bereichen in der globalen Welt, vor allem jetzt während der Pandemie,
dieses Jahres. Ich möchte gleich mit dem letzten Faktor beginnen. Wie auch über mein Mandat bei der UNO auch hier berichtet wurde vom Hochkommissar für Menschenrechte, auch mit dem Hohen Kommissar für Minderheiten, gibt es in den letzten Monaten eine sehr besorgniserregende Erhöhung von Hassrede, physischen Attacken, von Sündenbockverhalten und auch von der Dämonisierung von verschiedenen Minderheiten. Und das war ein guter Nährboden für Extremisten und für Rassismus und für Xenophobie, Intoleranz und all diese Kombination, wie zum Beispiel gegen andere und gegen verletzbare Gruppen. In der letzten Woche haben ich und meine Kollegen bei der UNO verschiedene Beschuldigungen behandelt, die verbunden waren mit zielgerichteten Angriffen und Hass gegen Roma und Sinti, gegen auch zum Beispiel Juden, Muslime und andere Minderheiten in Europa und in anderen Teilen der Welt. Was wir hier sehen, dass mit der Covid-19-Pandemie und mit der Krise, die da einhergeht, kommt es gleichzeitig zu einer Vergrößerung der Spannungen, die schon rund um sozioökonomische Ungleichheiten sich befinden und auch in Verbindung sind mit Intoleranzen, und das wird alles verstärkt. Einige Minderheiten sind unverhältnismäßig stark befallen von dieser Pandemie oder sterben deswegen aus. Das ist sehr oft verbunden mit sozioökonomischen Ungleichheiten, mit prekären Beschäftigungen und verbunden mit sozialer Umgebung. Es gibt gewisse Minderheiten, die unter Bedingungen leben, wo es schwierig ist, mit gewissen Einschränkungen oder Maßnahmen der Pandemie hier sie einzuhalten. Aber es gibt auch institutionelle oder auch strukturelle Diskriminierung, wie zum Beispiel Zugang zu gewissen Gesundheitsleistungen oder auch Zugang zu Informationen über die Pandemie, über die Maßnahmen, also zum Beispiel auch über Sprachen, weil das ist doch die effektivste Art, um zu kommunizieren. Gleichzeitig müssen wir auch uns bewusst sein, dass die Epidemie auch in verschiedenen Teilen oder Schichten der Gesellschaft Unsicherheiten verursachte. Und deshalb benutzen das Extremisten als eine Chance für sich, als eine Möglichkeit, um Angst instrumentalisieren, um Angst zu schüren, und sie benutzen das, um vereinfachte Lösungen für komplexe Probleme zu bieten. Das ist leider etwas, was wir bereits gesehen haben, wo Werkzeuge von Intoleranz, Kommunikation gegen verschiedene Minderheiten, gegen Roma, Sinti, gegen Juden schon auch verschieden angewandt wurden, und das wurde in der nicht so weiten Vergangenheit schon benutzt. Gleichzeitig können wir auch sagen, kommt es auch zu einer Instrumentalisierung der Krise. Und das ist eine Möglichkeit, um Minderheiten als Sicherheitsbedrohungen anzusehen. Und das benutzen einige Politiker als einen Ansatz. Das wird in verschiedenen Teilen der Welt zu verschiedenen Zeiten benutzt, um einschränkende Gesetzgebungen einzuführen, um hier auch die Wahrung der Grundrechte nicht einzufordern. Was bedeutet, wir haben hier eine größere Verletzbarkeit und Marginalisierung von Minderheiten, und es gibt auch Massenverletzungen von Menschenrechten, besonders bei Minderheiten, wie ich bereits erwähnt habe. Wir haben noch nicht ausgeführt, was die angebrachten Standards und Maßnahmen sind, wie man aus der Sichtweise von Menschenrechten mit dieser Epidemie arbeiten könnte, vor allem in Verbindung mit Minderheiten. Das sind besonders verletzbare Gruppen. Wir haben auch gewisse globale Anforderungen für Standards, für Instrumente, Abkommen, um mit anderen verletzbaren Gruppen zu arbeiten, wie zum Beispiel Behinderte, Migranten. Wir haben hier die Werkzeuge, aber wir haben keine Abkommen aber nicht für Minderheiten auf der globalen Ebene. Zum
Zweiten Punkt. Es ist vielleicht verwunderlich, wenn man sagt, dass es offensichtlich eine extreme Sichtbarkeit und Schätzung der Minderheiten gibt auf der globalen Ebene, auf der Ebene der Vereinten Nationen und dass vielleicht neue gesetzliche Schutzmaßnahmen nicht ausreichend, nicht notwendig sind, aber es ist ein notwendiger Ansatz, um diese Situation hervorzuheben, der Mangel an der Sichtbarkeit der Menschenrechtsaspekte von Minderheiten. Und ich bin einer der Ersten, der sagt, dass es einen sehr zögerlichen Ansatz der UNO gibt, was Minderheiten angeht. Es gibt die Erklärung dafür sehr vielschichtig. Aber sicherlich gibt es zahlreiche Staaten, die verschiedene Auffassungen haben bezüglich Minderheitenthemen. Und das verursacht wahrscheinlich eine gewisse Zögerlichkeit. Weil man hat, wenn man auf der globalen Ebene sich das ansieht, gibt es Staaten, die von Verleugnung ausgehen, dass es keine Minderheiten bei uns gibt, alle sind gleich. Wir sind eine große, glückliche Familie. Das ist diese Art des Ansatzes. Dann gibt es einen mehr verleugneten, tiefgreifendes, dass es verleugnen, dass sie irgendwie auch erniedrigend sind. Aber es gibt aber auch Länder, wo sie das annehmen, wo sie die ethnische, nationale, religiöse Diversität auch zelebrieren, feiern. Wir haben eine Verschiedenheit von Reaktionen. Deshalb sind wir vielleicht so zögerlich auf der Ebene der Vereinten Nationen. Und natürlich, es gibt auch wesentlich komplexere Gründe dafür auf der globalen Ebene. Ich möchte nur hinzufügen, deshalb haben wir vielleicht auch eine Abwesenheit bei den Nachhaltigkeitszielen der UNO, keine Minderheiten erwähnt. Dort gibt es sie nicht. Es gibt auch jetzt eine Diskussion über ein neues Abkommen, das jetzt gerade entworfen wird bei der UNO und dort wurden Minderheiten vorher erwähnt, aber jetzt wurde das weggenommen, obwohl wir beim Entwurf bei der UNO über indigene Völker sprechen, über Flüchtlinge, über Migranten, über fast jeden anderen außer einer Kategorie. Wir sprechen nicht über Minderheiten. Das erklärt vielleicht auch, wieso in Bereichen Staatenlosigkeit abzuschaffen und um gegen Hassrede zu arbeiten, gibt es fast keine Erwähnung von Minderheiten. Obwohl, das möchte ich betonen, obwohl mehr als 3/4 der staatenlosen Minderheiten sind und obwohl, wenn wir von Hassrede in den meisten Ländern sprechen, die meisten, ich glaube mehr als 80% von Zielrichtungen von Hassrede sind Minderheiten. Also Hassrede geht gegenüber Roma, Muslime, Juden. Es ist ungewöhnlich, dass wir hier kein Bewusstsein schaffen, keine Sichtbarkeit von Minderheiten schaffen, wenn wir berücksichtigen, dass sie als Opfer sind, dass sie Zielpublikum von diesen Hassreden sind. Und ich möchte damit den ersten Punkt abschließen. Es gibt eine Schere, einen Mangel. Das bedeutet, auf der internationalen Ebene haben immer noch nicht allumfassend das Konzept der Rechte von Minderheiten berücksichtigt, außer bei der UN-Erklärung über Rechte von Personen, die nationalen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören. Und viele haben gesagt, ist eine sehr kurze und zögerlicher Text. Ich als Sonderberichterstatter bin immer noch überrascht. Zahlreiche UN-Leute, sogar in Genf, denken, dass Minderheitenrechte auf der Ebene der Vereinten Nationen sind nur auf einige Bestimmungen in Artikeln beschränkt, zum Beispiel Artikel 27 Pakt über bürgerliche und politische Rechte oder 30. Artikel über Rechte des Kindes und die spezifisch über Minderheiten sprechen. Ich möchte aufrichtig sagen, das ist völlig falsch. Es sollte sehr einfach sein, aber es ist immer noch nicht voll verstanden. Die Rechte von Minderheiten sind Menschenrechte.
wenn man zu den Rechten von religiösen Minderheiten also geht. Die Rechte von religiösen Minderheiten sind nicht nur die Rechte, dass man seinen eigenen Glauben mit anderen Mitgliedern deiner Gemeinschaft zelebriert. Es sind aber auch, wenn wir von den Rechten von religiösen Minderheiten angeht, das ist Freiheit von Religion, von Zelebrieren und auch Freiheit, auch dann, dass man mit eigenen Mitgliedern der Gemeinschaft das zelebriert nach Artikel 27. Das ist vielleicht ein Mangel einer ausreichenden Verständnisses von Menschenrechten innerhalb der Minderheitenrechte. Wir beziehen uns hier auf alle praktischen Menschenrechte, die auch Minderheiten schützen. Und das geht wesentlich weiter als nur der Artikel 27 vom Pakt. Ich denke, hier müssen wir diesen Mangel aufheben und müssen Maßnahmen setzen, mit denen wir klarer es schaffen würden, dass die Minderheitenrechte mehr sind, dass wir hier mehr Klarheit schaffen, mehr Gewissheit und mehr auch Mechanismen, um gegen eine Marginalisierung vorzugehen. Obwohl ich zugeben muss, dass diese Konzeptualisierung der Menschenrechte von Minderheiten zeigt sich in den verschiedenen Dokumenten der UNO von den Rechten über die Minderheiten und auch innerhalb der Europäischen Konvention über den Schutz von nationalen Minderheiten. Meine Erfahrung ist auf globaler Ebene, dass das noch nicht ausreichend verstanden ist und dass das auch auf eine Akzeptanz der Gruppen Einfluss nimmt, dass die Menschenrechte von Minderheiten falsch verstanden werden, ignoriert werden oder sogar nicht gesehen werden. Leider trägt das bei zu einer großen Verletzlichkeit der Minderheiten auf der Welt. Es werden ihnen Menschenrechte nicht angenommen, weil sie nicht direkt gezielt gefördert werden. Und dieses Problem wird immer schwieriger. Es wird also nicht besser. Vor 20, 30 Jahren waren wir einige sehr optimistisch, als wir über die Rechte von Minderheiten sprachen. Und der Optimismus vor 20, 30 Jahren, ich würde nicht sagen, ist weg, aber offensichtlich brauchen wir noch mehr Arbeit, weil wir sprechen nicht darüber, wir behandeln nicht ausreichend die Schwierigkeiten von Minderheiten, die immer mehr ausgeschlossen sind, marginal sind, heute als vor 20, 30 Jahren. Also in einigen Fällen wird das sichtbarer wegen verschiedener Entwicklungen. Und wenn wir auf die Vereinigten Staaten hinschauen mit der Bewegung Black Lives Matter, es war erst nach einem Videobeweis, der ein schockierendes Ausmaß, dass Minderheiten auch hier Opfer von polizeilicher Brutalität sind, offenlegte, dass also hier eine große Anzahl der Bevölkerung festgestellt hat, dass wir mehr konkrete Arten haben müssen, um die Minderheiten in den Vereinigten Staaten zu schützen, dass wir auch gegen Rassismus, Intoleranz und Xenophobie angehen. Also, um zusammenzufassen, was wir bei der UNO haben, das bleibt die Minderheitenrechte also bei Menschenrechten ist zu unbekannt und zu weniger angewendet innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen. Es gibt einige gute Ausnahmen, wie zum Beispiel Österreich. Hier zum Beispiel sollen wir aber auch aufrichtig sein. Die meisten Länder haben zu wenig politischen Einsatz, um Minderheitenrechte zu schützen. Und es gibt leider auch nur eine kleine Kohorte von Experten, die auf der internationalen Ebene sich auf den Schutz von Minderheiten konzentrieren, auf die Minderheitenrechte, die auch in der UNO auch sich befassen. Ein anderer Bereich, hier müssen wir auch feststellen, wo es einen Mangel gibt, ist auch Wissenslücke über den Mechanismus, über Menschenrechte von Minderheiten. Das ist immer noch sehr limitiert, auch in der zivilen Gesellschaft. Und obwohl gewisse Organisationen ein Interesse dafür haben oder zeigen sollten, ist sehr vieles nicht greifbar für die zivile Gesellschaft. Bis vor kurzem gab es auch einen Mangel im Sinne
von globalen Politiken, um Minderheitenrechte oder Minderheitenrechte Standards zu verbreiten? Und wie können wir hier Bewusstsein schaffen und Bildung schaffen? Ich bin einer von denen, der eigentlich zugibt, dass die Vereinten Nationen langsam waren. Wir waren langsam, um den Ansatz von Menschenrechten in die Minderheitenrechte aufzunehmen. Wir haben ja hier die 3 Säulen der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen als internationale Organisation ist rund um 3 Bereiche zentriert. Menschenrechte, Entwicklung und Sicherheit und Frieden. Das sind die 3 Säulen. Aber es gibt nicht viel Wissenstransfer zwischen diesen 3 Säulen oder was auch schon erreicht wurde. Und das bedeutet, es gibt eine Diskrepanz zwischen Menschenrechte und Frieden. Wir reden zu wenig darüber, über die zentrale Angelegenheit von Menschenrechten, dass wir hier Frieden und Stabilität auch befürworten. Es gibt keine Verbindung zwischen Menschenrechten von Minderheiten und Entwicklung, weil Minderheiten können, nicht immer, aber in verschiedenen Bereichen, Minderheiten sind sehr oft verhältnismäßig stark befallen von wenigen oder schlechtem Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten, weil geschichtlich gesehen viele waren im Zentrum von Konflikten und sie sind die benachteiligsten Teile und die UN ist immer mehr sich bewusst dieser Dimensionen, aber noch nicht immer ausreichend. Auf einer eher positiven Sache möchte ich erwähnen, dass es gewisse Mängel gab, aber es gibt Schritte, um dem entgegenzuwirken. 2013 hat der Generalsekretär der UNO eine Richtlinie über nationale Diskriminierung herausgegeben. Das war ein wichtiger Schritt. Einige würden sagen, dass es ein kleiner Schritt war, aber es war trotzdem ein wichtiger Schritt. Aber diese kleinen Schritte sind nicht genug. In einer Welt, wo wir eine Epidemie von Rassismus, Hassrede und auch Gewalt gegenüber Minderheiten sehen, gegenüber Millionen von Minderheiten, gerade jetzt, die bedroht sind, dass man ihnen eine Staatsbürgerschaft verweigert. Und mit Situationen, wo wir ein mehr an ethnischer Säuberung haben oder auch Bedrohung von Genozid immer noch hier lauern. Und es gibt auch also eine Situation, wo die Identität von zahlreichen Minderheiten wiederum nicht angenommen wird oder bedroht wird, dass man ihnen verbietet, ihre Sprachen zu benutzen in verschiedenen Bereichen in der Öffentlichkeit. All das ist im Aufmarsch, besonders wegen Mängel, weil wir keine Klarifizierung haben, weil wir auch hier die Menschenrechtsnormen nicht berücksichtigen, die auch die Grundlage für den Schutz von Minderheiten darstellen. Und ich denke, man sollte hier daraus was lernen, aus den Erfahrungen des Friedensvertrages von Saint-Germain und aus den Erfahrungen der Volksabstimmung 1920 in Kärnten. Es war sicherlich nicht perfekt. Und in verschiedenen wirtschaftlichen Umbrüchen würde das eine sehr große Herausforderung darstellen, aber es zeigt darauf, dass es eine gesetzliche und auch verfassungsrechtliche Einbettung gab, um in Schulen in der slowenischen Minderheitensprache Unterricht zu geben, um die Sprache zu benutzen, auch den Glauben zu benutzen und dass man auch politische Vertreter hat. All das hat man geschafft. Vor allem in der Zeit, um eine friedliche Ansiedlung zu ermöglichen, zu einem potenziellen konfliktträchtigen Raum oder Situation. Und in einer Welt, wo die meisten jetzigen Konflikte auf Minderheiten basieren, diese sind marginalisiert, ausgeschlossen oder diskriminiert. Und dass in einer Welt, wo die meisten Staatenlosen auch Minderheiten sind, wo die meiste Hassrede wirklich gegenüber Minderheiten gerichtet ist. Vielleicht können wir daraus was lernen, also aus den hier
Erfahrungen, man sollte aufmerksam sein. Was fehlt hier? Man sollte hier direkt und effektiv klarstellen und die Menschenrechte von Minderheiten wahren. Danke. My short presentation. And again, I truly regret not being with you in Austria today. Thank you for your time. Hvala. Dankeschön. And good luck and continuation with your deliberations and other events this week. Au revoir. Also Botschafter de Varenne hat in ausgezeichneter Weise die gesamte Problematik des internationalen globalen Minderheitenschutzes dargestellt. Und zu Recht hat er zurückverwiesen auf den Staatsvertrag von Saint-Germain und die damalige Situation, wo tatsächlich erste positive, wichtige Schritte gesetzt wurden zu einem aktiven Mechanismus des Minderheitenschutzes, der leider nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegangen wurde und dem heute gewaltige Schwierigkeiten entgegenstehen. Nun, die dritte Ebene nach der OSZE und der Vereinten Nationen ist natürlich die Europäische Union. Österreich ist Mitglied der Europäischen Union, ist natürlich besonders daran interessiert auf die Förderung des Minderheitenschutzes in der Europäischen Union. Sieht man sich den Vertrag von Lissabon an oder den Vertrag der Europäischen Union und den dazugehörigen Vertrag, so zeigt sich, dass die Minderheiten in der Europäischen Union nicht angekommen sind, über ein Diskriminierungsverbot nicht hinausgehen, wenngleich der Vertrag selbst etwas von Schutz der verschiedenen Nationalitäten spricht. Aber das Problem besteht eben darin, dass die europäischen Staaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Existenz von Minderheiten nicht einig sind. Sie, wie bereits gesagt wurde, auch sie leugnen und dadurch nicht akzeptieren können, dass den Minderheiten ein besonderer Schutz gewährt wird. Ich hoffe, dass sich das in der Zukunft etwas ändert. Jedenfalls, das Europäische Parlament ist natürlich daran interessiert. Es hat diese Initiative gestartet, die bereits jetzt erwähnt wurde und erfolgreich zum Ende gebracht wurde. Wir können hoffen, dass das irgendwas bringt. Und das Europäische Parlament hatte mit dem Vertrag von Lissabon eine gewaltige Aufwertung erfahren. Wir haben das letzte Mal auch darüber schon gesprochen. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass ein Mitglied des Europäischen Parlaments zu uns sprechen kann, Laurent Vince, Präsident der Föderalistischen Union europäischer Nationalitäten, und soweit ich weiß, ist das die Fortsetzung der Konferenz von 1925 bereits, die in der Nähe des Völkerbundes abgehalten wurde. Er ist rumänischer Journalist und Politiker der Demokratischen Union der Ungarn in Rumänien. Also das heißt, er ist am besten mit diesen Problemen vertraut und ist auch da besonders berufen, darüber zu sprechen. Also Herr Laurent Vince, ich darf bitten um die Abspielung des Videobeitrages. Herzliche Grüße allen Freunden in Kärnten, an Landeshauptmann Peter Kaiser. Ich möchte mich auch beim Veranstalter bedanken für die Einladung bei Günther Rautz. Vor Vorjahren war ich beim Volksgruppenkongress in Kärnten anwesend in Klagenfurt und viele Sachen sind in der Zwischenzeit passiert, auch die Pandemie, die es uns unmöglich macht, dass wir schnell von einer Seite des Kontinents auf die andere reisen können. Und es tut mir sehr leid, dass ich nicht mit Ihnen sein kann, persönlich. Liebe Damen und Herren, ich habe die Rolle bekommen, über die rechtliche Entwicklung und die Chancen für die Minderheiten auf der EU-Ebene zu sprechen, weil wir versuchen, neue rechtliche Möglichkeiten für den Schutz von Minderheiten hier zu identifizieren und das auf der nationalen, internationalen und europäischen Ebene. Ich möchte mich Ihrer
Ich antworte auf Ihre Einladung sowohl als ein Mitglied des Europäischen Parlaments seit letzten Jahres und als Präsident der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten FUEN. Ich möchte Ihnen hier ein Update geben über das Thema des rechtlichen Schutzes von nationalen Minderheiten. Es ist hier die wichtigste Initiative, die MSPI, das Minderheitenschutzpaket, und wir arbeiten hier an einer besseren Situation, weil nämlich diese gesamte Reise des Minderheitenschutzpakets begann 2012 und allgemein möchte ich auch sprechen über die Lage der nationalen Minderheiten, und ich würde sagen, dass der Ausgangspunkt bleibt der gleiche. Die Situation hat sich nicht wesentlich verbessert für unsere Gruppen. Aber die Frage ist, was ist das Kriterium, das überhaupt zu sagen? Was sind die Veränderungen? Zwischen den verschiedenen Perspektiven, zwischen den verschiedenen Ebenen der Aktivitäten bin ich immer noch überzeugt, dass der rechtliche Rahmen und die rechtliche Sicherheit sind die grundlegenden Bedürfnisse. Ich möchte natürlich nicht andere Aspekte benachteiligen, aber wenn wir keine konsistenten rechtlichen Rahmen haben, ist es sehr schwierig, mit einer Umsetzung von Minderheitenrechten weiterzugehen, dass wir das Leben der Minderheiten verändern, die Benutzung der Sprache und die Bildung in der Minderheit. Und das sind ja die wichtigsten Aspekte der Identität und der Bewahrung der Identität. Natürlich, das können wir nicht ohne sehr konsistente Arbeit von Nichtregierungsorganisationen ausloten oder auch von politischen Aktivitäten. Und wir können mit Gesetzen beginnen, wenn die Gesellschaft das fordert. Und das machen auch die NGOs. Und das war auch die Rolle der Union FUEN in den letzten Jahrzehnten. 2019 hat die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten ihr 70. Jubiläum gefeiert. Wir wurden 1949 gegründet. Und durch die Geschichte versuchte FUEN auf die Agenda Einfluss zu nehmen und zur Gesetzgebung beizutragen, sowohl auf der Ebene des Europarates oder auch jetzt immer mehr und mehr sind wir anwesend auf der Ebene der EU. Als eine Dachorganisation, als eine Nichtregierungsorganisation, denke ich, machen wir, was wir können, aber ohne die Gesetzgebung, ohne einen Input der Politik und der Institutionen können wir diesen Zweck nicht mit Ergebnissen auch verfolgen. Die Frage ist, haben wir wesentlich einen Vorteil, also eine Entwicklung erlebt beim Minderheitenschutz ist? Ja, wir haben nicht hier einen Vorteil erlebt. Haben wir aber Schritte gemacht? Ja, dann können wir sagen, wir haben Schritte gemacht und das waren wichtige Schritte, über die ich auch sprechen werde. Wir konnten jetzt auch mit der Pandemie Covid-19 sehen, dass das einen großen Einfluss hat auf das Leben nicht nur der allgemeinen Bevölkerung, besonders auch auf das Leben der verletzbaren Gruppen wie die nationalen Minderheiten. Und FUEN hat innerhalb der nationalen Minderheiten in der europäischen Gruppe, ich bin auch Co-Vorsitzender der Minderheitengruppe innerhalb des Europäischen Parlaments und wir haben über die Sprachenrechte der nationalen Sprachenminderheiten und der anderen Sprachminderheiten gesprochen und eine Umfrage auch diesbezüglich gemacht. Und wir haben die Umfrage mit einem Titel versehen, Sprechen Sie Corona? Und ungefähr 40 Minderheiten aus 30 Ländern haben diese Umfrage verteilt und Antworten geschickt. Und es gab, das wurde in der Zeit der Pandemie gemacht, wir haben einen einfachen Umfragebogen gemacht, um das nicht zu sehr zu belasten, die Organisationen. Und es gab ein paar Hauptfragen. Die erste Frage war der Zugang zu Informationen und das in der Minderheitensprache. Die zweite Frage, ob Informationen in der Minderheitensprache anwesend waren. Und dann der Zugang von Notrufnummern in der Minderheitensprache. Und natürlich der Zugang von Webbildung in der Minderheitensprache bezüglich Covid-19. Die Ergebnisse, wie Sie sich vielleicht vorstellen können,
war nicht sehr optimistisch. Die Schlussfolgerung ist, dass ungefähr die Hälfte der Minderheitengruppe haben keinen Zugang zu Informationen in ihrer eigenen Sprache. Es wurde mehr gemacht von den Minderheitenorganisationen, von den Nachrichtenerstattern in den Minderheiten als von den politischen Behörden oder regionalen Behörden. Wenn wir also von dieser Hälfte sprechen, das ist diese Hälfte, die meistens von den Minderheitenorganisationen abgedeckt wurde. Wir haben jetzt eine zweite Welle von Daten und noch mehr konsistente Daten, dann werden wir auch weitere Schlussfolgerungen ziehen können. Aber jetzt einmal die Praxis der Informationen während der Pandemie war sehr diskriminierend für Minderheiten. Das war sehr gefährlich, weil wenn du eine Notrufnummer nicht in deiner eigenen Sprache bedienen kannst, benutzen kannst, dann kannst du auch nicht über die Symptome von Covid, kannst du das nicht erklären in deiner eigenen Sprache. Das ist eine Gefahr für dich und für deine nähere Umgebung. Zahlreiche nationalen Behörden haben auch Mittel bereitgestellt, zusätzliche Mittel bereitgestellt für mehr Leistungen, personelle Leistungen in verschiedenen Anrufzentren, Notrufzentralen. Und es wurde diese zusätzlichen Mittel wurden nicht benutzt, um Sprecher in Minderheitensprachen auch einzusetzen. Und ich denke, die Pandemie zeigt wieder, wie sehr verletzlich, wie problematisch eine Kommunikation in Minderheitensprache ist und wie die auch dann Verfügbarkeit dieser Leistungen in der Minderheitensprache ist und wie hier auch das in Verbindung mit Menschenrechten. Wir haben das letztes Jahr, also das 10. Jubiläum des Lissabon-Abkommens auch gefeiert. Das Lissabon-Abkommen hat große Veränderungen im Leben der europäischen Institutionen, in den Kompetenzen innerhalb der EU gebracht und wir waren etwas optimistisch seitens der Minderheiten und der Organisationen, was den Schutz von Minderheiten angeht. Und wir müssen sagen, es hat sich eigentlich hier nicht sehr viel verändert, nämlich Artikel 2 ist eigentlich nur auf einer deklarierenden Ebene da. Und was den Schutz von Minderheiten angeht, konkrete Aktivitäten, sagt die EU-Kommission, das ist immer nationale Sache. Und der rechtliche Rahmen ist nicht da. Das bedeutet, wenn wir ein umfangreiches Gesetzespaket vorschlagen für autochthone Minderheiten, würden wir das gerne verändern. Nämlich den Mangel dieses rechtlichen Rahmens. Natürlich können wir der Rolle der Agentur für Grundrechte auch gratulieren, aber die haben kein Mandat für nationale Minderheiten und sie sind nicht in der Lage, Studien durchzuführen über Minderheiten, weil sie machen das über das Thema der Roma. Nämlich seit der Roma-Strategie 2010 wurde das mehr und mehr ein Thema, das man auf der EU-Ebene koordiniert. Und ich hoffe, dass nationale Minderheiten auch in der Lage sein werden, dass sie diesem Weg der Roma-Strategie, Roma-Politik folgen können. Nämlich das Europäische Parlament arbeitet jetzt an der Evaluierung des Roma-Inklusionspakets mit Daten, die auch zeigen, dass es nicht viel Fortschritt gab. Es gab auch Vorschläge für neue Politiken, vor allem auf der Ebene des Europäischen Parlaments. Als Ergebnis, die Standards für Minderheitenschutz in der EU sind nicht bestehend, die eigentlich auch garantieren könnten, dass wir hier das gut haben. Wir haben einzelne Elemente der Diversität, Gleichheit, verschiedene Mehrsprachigkeit, Kultur, Bürgerrechte, verschiedene Rechte, aber es gibt keine konsistente EU-Politik auf EU-Ebene. Und es gibt hier keine Richtlinien für EU-Einrichtungen und Richtlinien für die Mitgliedstaaten. Wie sehe ich hier die Chancen?
Wir haben vor uns das sogenannte Minderheitenschutzpaket MSPI. Ich möchte Sie hier auf dem Laufenden halten. Wir sollten die öffentliche Einhörung haben dieses Pakets. Das ist ein Paket von 9 Vorschlägen für Rechtsakte an die EU, um die sprachliche Verschiedenheit von Europa zu bewahren und um die kulturelle und auch die sprachlichen Identitäten der nationalen Minderheiten zu bewahren. Diese öffentliche Anhörung sollte im März stattfinden. Das wurde verlegt wegen der Pandemie auf Oktober, höchstwahrscheinlich. Dann hat die EU-Kommission 3 Monate, um darauf zu antworten, auf diesen Vorschlag. Wir sind jetzt innerhalb dieser Phase, weil wir hatten eine erfolgreiche europaweite Sammlung von Unterschriften. Über 1.100.000 Unterschriften wurden validiert für die Unterstützung dieses Anliegens, und das ist ein großer Druck an die EU-Institutionen. Wir haben auch viel Lobbyarbeit betrieben in den Mitgliedstaaten als FUEN. Und weil wir nämlich nicht nur die EU-Institutionen überzeugen wollen, sondern auch die Mitgliedstaaten, möglichst viele davon, dass sie auf unserer Seite sind. Und ich hoffe, dass Kärnten, Österreich, Slowenien auch in der Lage sein werden, hier Einfluss zu nehmen, dass sie auch was zu sagen haben werden, dass wir hier einen Erfolg haben werden mit diesem Minderheitenschutzpaket. Es kommt jetzt auch eine neue Bürgerinitiative, die Initiative über die Entwicklung von nationalen Regionen. Die Unterschriften können noch gesammelt werden. Über 1 Million Unterschriften sind schon gesammelt, aber wir müssen eine Mindestschwelle von 7 Mitgliedstaaten haben. 4 Staaten fehlen noch. Das ist eine laufende Sammlung bis zum 7. November. Das bedeutet, es gibt noch Zeit für die Unterschriften. Es wäre auch sehr wichtig, dass wir auch diesen regionalen Kohäsionsaspekt unterstützen, auch wenn wir vom Schutz von Minderheitengemeinschaften sprechen. Als eine Möglichkeit sehe ich auch eine in der Konferenz über die Zukunft von Europa. Hier arbeite ich daran, als Mitglied des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, und hier auch innerhalb des unseres Ausschusses für Petitionsfragen. Hier müssen wir sehen, wie die Institutionen gewisse Sachen offen berücksichtigen müssen, wie sie offen sein sollten, auch für die Frage von Minderheitenschutz. Die Veränderung des Abkommens würde natürlich eine Möglichkeit erschaffen, um neue gesetzliche Grundlagen für Minderheiten zu schaffen. Auch die Aufgabe der Einschränkungen bezüglich der Grundrechte, das wäre auch also fördernd. Ich möchte noch eines hier hervorheben, nämlich die Bedeutung des Petitionskomitees. Der Petitionsausschuss ist das einzige Forum innerhalb des Europäischen Parlaments, wo die Bürger direkt Probleme an das Parlament richten können, und hier kann man auch Minderheitenthemen präsentieren. Und ich kann Ihnen versprechen, Petitionen, die anerkannt werden können, werde ich alles daran tun, dass sie auch auf die Tagesordnung kommen, wenn sie auch dann Minderheitenthemen befassen, weil das ein wichtiges Forum für diese Fragen auch geben würde. Ich bin überzeugt, die Debatte über die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU gibt auch eine Möglichkeit für Minderheitenschutz. Meiner Meinung nach, wenn wir die Abstimmung zwischen den Rechtsstaatlichkeitsprinzipien in den nationalen Gesetzgebungen, das Behandeln, die Wahrung der nationalen Gesetzgebung, die Umsetzung, das muss alles ein Teil dieses Rechtsstaatlichkeitsprinzips sein. Und hier sprechen wir nicht nur über die Freiheit der Medien, über eine starke Antikorruptionsthemenbereiche oder auch dann nationale Gesetzgebung für Minderheitenschutz. Dieses neue Mechanismus müsste klarer sein und müsste auch wirklich Minderheitenfragen behandeln.
Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr. Wir feiern das 100. Jubiläum in zahlreichen Regionen, zum Beispiel an der deutsch-dänischen Grenze feiern wir 100 Jahre seit der neuen Grenzziehung. Und hier sprechen wir von einem erfolgreichen Modell. Wie kann man Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze gut behandeln? In Kärnten ist das 100. Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung und das sind auch Möglichkeiten, um Analysen zu machen und die Zukunft auch zu prognostizieren. Gewisse Minderheiten sind nicht zufrieden mit ihrer Lage. Es gibt hier Möglichkeiten, in die Zukunft zu schauen und neue Vorschläge zu geben. Es ist auch das 100. Jubiläum des Vertrages von Trianon, wo Ungarn 2/3 des Gebietes verloren hatte, 40% der ungarisch sprechenden Bevölkerung. Und das wäre nur eine geschichtliche Tatsache als solche. Aber zum Beispiel in der Slowakei sind die Beneš-Dekrete immer noch in Kraft. Auch fast alle Deutsch sprechenden oder Ungarisch sprechenden, die in der Tschechoslowakei für Jahrhunderte lebten, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg oder die sich während der deutschen Besatzung dort niedergelassen haben, haben ihre Bürgerrechte und auch ihr Eigentum verloren. Sie wurden vertrieben und man sollte nicht in die Vergangenheit zurückgehen, aber diese Gesetzgebung ist 2020 immer noch in Kraft. Und 2017 hat das slowakische Parlament eine Deklaration angenommen und hat diese Dekrete quasi noch unterstützt. Es gibt aber auch eine positive Entwicklung. In der Slowakei hat der neue Premierminister Igor Matovič gesagt, dass die Ungarn nicht gut behandelt wurden über die Jahrzehnte und dass es Raum für mehr gibt, dass man auch hier die Partnerschaft zwischen der Minderheit und der Mehrheit wieder aufbaut. Es gibt auch eine negative Evolution in Rumänien, muss ich sagen. Die Aussagen von Staatspräsident Klaus Iohannis, als er eigentlich die ungarische Sprache sich über die Sprache lustig gemacht hatte, dass es auch keine politischen Geschäfte gebe, was Minderheiten angeht und dass es eigentlich als Verrat gegenüber dem rumänischen Staat gelten würde man das machen. Und damit wurden 3 Jahrzehnte von Beziehungen zwischen Minderheiten und Mehrheit irgendwie annulliert, zunichte gemacht, mit einer Aussage des Staatsoberhauptes, weil er ist doch die höchste politische Person. Und das ist sehr besorgniserregend. Es ist auch ein sehr empfindliches Thema im Punkto Geopolitik. Und hier, wenn gewisse Schritte nicht weitergeführt werden, was Minderheitenschutz angeht, oder es keinen Dialog gibt. Als Schlussfolgerung würde ich sagen, dass jede Organisation, jede Identität hat eine wichtige Rolle. Hier auch der Europarat ist sehr wichtig. Während der Pandemie waren sie sehr still, mit nur ein paar Aussagen des Generalsekretärs, keine parlamentarischen Sitzungen. Das bedeutet, wir vermissen den Europarat. Dann haben wir die Vereinten Nationen und hier möchte ich besonders Fernando de Varenda loben. Als Sonderberichterstatter über nationale Minderheiten innerhalb der Vereinten Nationen. Er hat eine große Arbeit vollbracht über die Bildung und formale Bildung in Minderheitensprachen und ich begrüße es, dass er ein zweites Mandat haben wird als Sonderberichterstatter innerhalb der UNO. Und die OSZE hat auch eine wichtige Rolle. Ich habe die geopolitische Rolle schon auch erwähnt und hier hat die OSZE eine wichtige Rolle. Ich denke, wir sind in einem Aufbauprozess, in einer wichtigen Phase zu einem Durchbruch, damit es auch zu einer Gesetzgebung auf EU-Ebene kommt. Ich denke, das Minderheitenschutzpaket wird eine wichtige Rolle einnehmen. Auch die Informationen, auch diese Durchbrüche, alle Rückmeldungen der politischen Gruppierungen innerhalb des Europäischen Parlaments waren sehr positiv.
Auch die Europäische Kommission war sehr hilfreich, sehr unterstützend bislang. Deshalb hoffe ich, dass ich im nächsten Jahr oder in ein paar Monaten Ihnen über Erfolg berichten kann. Damit möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Es tut mir leid, dass wir nicht in einen Dialog gehen können jetzt, aber ich hoffe, ich kann Sie bald treffen, dass wir die Diskussion über die Möglichkeiten für rechtlichen Schutz von Minderheiten weiterführen können. Vielen Dank.